Servus Bananen, willkommen zurück bei mir im Bayerischen Outback. Heute gibt es mal wieder ein Zwillenvideo. Schön, dass ihr alle dabei seid. Und zwar bin ich mal wieder über was gestolpert, was uraltes. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Zwillenschießen ohne Zwille. Zwillenschießen ohne Storchschleuder. So wie früher das war. Ja? Also, man braucht nicht das hier, sondern man braucht nur das hier. Darum geht es heute. Da hole ich euch ein bisschen näher hin nachher, damit ihr das auch genau seht. Das machen wir erst einmal einen schönen Schuss. Mit der hier, dass ich so ein bisschen ein Gefühl wieder kriege. Nach jahrelangem Nicht-Zwillenschießen. Ihr wisst ja, ich schieße immer ganz nah an euch vorbei auf das Sägeblattel. Das macht dann so schön Boing. Und dann wisst auch ihr, dass ich getroffen habe. Und ich muss nicht dauernd hin und her schwenken. So, ein bisschen knapp an der Kamera vorbei, aber das geht schon. Machen wir gleich noch eine, weil es so schön war. Ja, und dann geht es jetzt los. Das brauchen wir nicht mehr. Ihr nehmt euch da am besten nicht den allerstärksten Gummi, sondern einen, der relativ normal schwach ist. 0,65 würde ich jetzt sagen. Ihr nehmt es ja ganz genauso wie bei der Zwille, legt den Gummi hier übereinander. Früher hat man das natürlich mit einem Einmachgummi gemacht oder irgendeinem anderen Schmarrn. Dann gab es noch U-Hackerl-Schießen, vielleicht mache ich da auch mal ein Video dazu. Dann nehmt ihr den so doppelt und dann macht ihr hier so einen, keine Ahnung, doppelten Mastwurf, wie auch immer das der Knoten heißt. Einmal hier so rum, da unten durch, dass das immer noch schön aufeinander liegt. So, die zwei da raus. Wie gesagt, ich zeige es euch jetzt dann gleich nochmal von nahem. So, dass ihr so einen Knoten da habt. Und dann schiebt ihr den Knoten so weit wie möglich aufs Ende drauf. Das Ende da rausschauen. So. Schaut, dass das gescheit sitzt, dass euch das nicht in den Lädchen reinhaut. Und dann habt ihr hier so einen schönen dreieckigen Knoten. Und dann nehmt ihr den jetzt, schaut, dass er richtig ausgerichtet ist. Wir schießen wieder mit Kaviar, das wisst ihr ja. Und dann legt ihr euch den hier so über die Finger drüber. So. Den nehmt ihr da in die Hand, den Knubbel, Zeigefinger und Daumen. Dann lasst ihr das ganze Teil. Hier so mit den Fingerkuppen, seht ihr das? Dann ein bisschen die Finger strecken, Schmalz rein und dann auf die Scheibe. Bam! Ja, ihr seht es. Wie eine Zwille. Ganz genau so funktioniert das. Aber gleich noch einen, weil es so schön war. Und ich sehe schon, brauche ich selber noch ein bisschen Übung, aber man trifft schon. Also ich habe mir jetzt gedacht, das geht sonst wohin. Oder ich haue es mal auf die Flossen drauf. Aber soweit alles cool. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist für den Anfang, nehmt keine Stahlkugeln. So ist es noch besser. Ihr macht es um den kleinen Finger rum, dann habt ihr es ganz aus dem Weg und dann könnt ihr da richtig mit Schmackes könnt ihr da ziehen. Voll begeistert bin ich wieder, so wie früher. Also der Trick ist, kleiner Finger da rein und noch einen gescheiten. So, erstmal laden, bevor ihr euch Gedanken macht, wie zersalzt, dann den kleinen Finger hier in die Schlaufe rein. So, den Daumen ins untere Band, dann richtig schön auseinander spreizen. Und bam! Ja, ich hoffe, da kommen auch bei dem einen oder anderen so ein paar Kindheitserinnerungen zurück. Mir macht das gerade voll Laune und deswegen habe ich gedacht, das muss ich euch jetzt zeigen, weil es einfach so schön ist, mit dem Gummi alleine zu schießen. Und das ist ja wirklich auch Power da hinten, weil das Ding steht auf, jedes Mal überlege ich, 21 Meter. Und dass es noch so scheppert, das ist natürlich schon cool, weil das heißt natürlich, dass da richtig Power dahinter ist. Also ihr macht so ein Dreieck hier, da lasst ihr den Finger drinnen und dann bam! Und wie gesagt, nehmt keine Stahlkugeln am Anfang, die tun nicht ganz so weh, wenn ihr daneben schießt.
aber es sollte eigentlich funktionieren. Dann gibt es noch ein bisschen was für euch aus der Nahaufnahme. Als allererstes, bevor ihr das auf die Finger spannt, müsst ihr die Kugel einlegen. Wenn ihr das nicht am Anfang macht, danach funktioniert es nicht mehr gescheit mit einer Hand. Dann müsst ihr schauen, dass das Band nicht verdreht ist. Als allererstes den kleinen Finger hier rein. Und dann spreizt ihr euch mit dem Zeigefinger und mit dem Daumen hier rein. So. Man sieht es gescheit. Und dann kommt ihr hier genau durch dieses Loch durch. So schießt ihr dann praktisch hier die Kugel ab. So. Das ist der Trick an der ganzen Sache. Ja, jetzt habe ich wieder zugequatscht mit meinen Kindheitserinnerungen. Man hat damals natürlich einen Einmachgummi genommen. Ich nehme jetzt einen Zwillengummi und ich habe gemerkt, dass das tatsächlich sehr präzise ist. Und wenn ihr zu wenig Schmalz im kleinen Finger habt, dann nehmt ihr halt den hier, den Ringfinger, und dann spreizt ihr euch da ein. Machen wir noch einen. Ja, wir kommen aus dem Video heute nicht raus so schnell. Ihr seht es schon, weil es mir so lange macht. Also den Finger da rein, noch besser. Dann nehmt ihr den da rein und den da rein, dass der Fingernagel da richtig schön drinnen sitzt. Alle Finger aus dem Weg, zielen. Bam! Ja. Die kleinste Zwille der Welt. Und wenn ihr kein Interesse an der kleinsten Zwille der Welt habt, kauft euch meine Lieblingszwille, die Hit-X Super Grip. Ja, ich spiele jetzt noch ein bisschen rum, weil es einfach wirklich cool ist und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Pfiat euch.